Der Samstagabend ist zurück und das im ganz großen Stil. So schrieb unlängst eine der großen deutschen Tageszeitungen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Unsere neue Talkshow Talk am Nil, Kosler, Kölsch und Klav öffnet ihre Pforten für interessante Gäste und Musik. Präsentiert von der intellektuellen Speerspitze unseres Senders, Michael Kosler. Der in ihren Programmzeitschriften angekündigte Dokumentarbeitrag Avaci Lagaboga Jenga oder Wenn der Busch brennt, wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Und nun viel Spaß mit unserer neuen Talkshow. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Nil, Kosler, Kölsch und Klav, mit dem man mit dem schönsten Timbre in der Stimme von Flitter bis Vogelsang. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber, Michael Kosler. Meine Damen und Herren, der Samstagabend ist zurück. Dankeschön. Ja, oh, Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Zwei mir. Auf Sie. Dankeschön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Talk am Nil, meine Damen und Herren. Kosler, Kölsch und Klav. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Was heißt schön wieder? Ist ja erst die erste Sendung. Der Mann an den schwarz-weißen Tasten, eine Mischung aus orgiastischer Körperlichkeit und intellektueller Musik. Stefan Ulrich. Ja, es darf nicht geklatscht werden, ja? Ja, das wird ein schöner Abend. Aber ich bin hier nicht nur alleine, sondern mit mir mein Co-Moderator und Stiefziehsohn Fritz Zöller. Kosler, Kölsch und Klav. Was bedeutet das? Viel Kölsch, viel Kosler und viele nette Talkgäste, die hoffentlich wunderschöne Sachen zu erzählen haben. Ich habe mir, ist ja meine erste Sendung bei Talk am Nil, einen Moderator mitgebracht, der genauso ein Vogelsanger jung ist wie ich, Fritz Zöller. Und Fritz, muss ich ja dazu sagen, du bist ja aus Vogelsang dann ausgezogen, der Liebe wegen, ins Ausland. Ja, nach Mülheim. Nach Köln-Mühlheim. Köln-Mühlheim, ja. War es damals auch schon so, Köln-Mühlheim war ja schelsig, da wollte keiner mehr hinkommen, oder? Ja, die mussten ja über die Brücke kommen. Ne? Ja. Und das war immer schlecht. Die hatten da Schiss. Da hatten die Angst vor, ja. Bei mir war das ja auch so, immer wenn ich mit meinen Eltern durch Ehrenfeld gefahren bin, war das für mich schon Innenstadt. Ja, ich habe eine Zeit lang in Ehrenfeld gewohnt. Ja. Da haben wir für die Fenderstraße gesagt, der Broadway. Da haben wir ja zusammen posiert. Ne? Wie haben da zusammen? Ach, doch nicht mit dir, mit meiner Ja, Frau. dann sagt er, mit mir haben da zusammen Nee, posiert. ja, ich kenne mich Frau 59 Jahre. Ja, ich bin vielleicht der Gesichtsälteste, Ne? aber Ja, wir haben da nicht nein. zusammen posiert. Ja, dann sagt Ja. er doch mit seiner. Aber Fritz ist ja nicht nur hier als Co-Moderator, sondern Fritz hat uns ein schönes Gedicht mitgebracht, was er in jeder Ausgabe von Talk am Nil zu Besten geben wird. Aber Das läuft ein Stüffchen heißes. du bist aber auch quasi der Quizmaster, denn ich habe mir ja Talkgäste eingeladen und jeder Talkgast darf natürlich mit uns talken, aber nach einer gewissen Zeit wird Fritz unruhig und dann muss dieser Talkgast einen Kölsch-Test, einen Köln-Quiz durchlaufen und dafür ist der Fritz zuständig. Ja. Jetzt aber erstmal unser erster Talkgast. Ich freue mich, dass er gesagt hat, ja, ihr hier habt ein Heim mit eurer Talkshow. Talk am Nil, kommt zu uns, kommt zum Gaffel im Linkewitz. Er ist der Mann, der das Linkewitz wiederentdeckt hat, restauriert hat, aus den Ruinen auferstanden, mit eigener Hände Arbeit es wieder aufgebaut hat und mit der Hilfe der ganzen Nieler. Begrüßen Sie mit mir, hier ist Karl-Heinz Köckeritz. Karl-Heinz. Karl-Heinz, ich sag mal Sie, wir sind ja live auf Sendung. Karl-Heinz, wenn ich mir das hier so angucke, dieses wunderschöne alte Gebäude, 200 Jahre alt, ein wunderschöner, jetzt ist Holzfußboden drin, wunderschöne Bierseidel, also ein herrliches Ambiente. Gerade in der Zeit, wo Griechenland pleite geht, USA pleite geht, da fragt man, ist man nicht bekloppt, wenn man jetzt eine Kneipe aufmacht? Ja,
Wir haben ja gar keine Kneipe aufgemacht, wir haben sie nur wieder hergeholt. Die war ja immer da. Gut, aber die war ja lange Zeit außer Betrieb, oder? Ja, so ein wenig. Ja. Das Problem war, dass ich für verschiedene Bierbrauereien arbeite und irgendwann... Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ja, das Problem war, ich bekam den Auftrag, die Kneipe abzureißen. Oh. Und da also Klick gemacht. Ich habe hier meine erste Heilige Kommunion gefeiert. Und dann habe ich gedacht, boah, zu schwer. Ja. Ja, und dann haben Sie gesagt, so, das kann nicht sein, ich muss... Ja, was muss ich machen? Ja, ich habe jemanden angerufen, dem ich eigentlich eine Geschichte erzählen wollte, wie man das anders machen könnte. Mit dem habe ich mich an der Tür getroffen. Und der hat zu mir gesagt, haben Sie den Schlüssel von der Kneipe? Ich habe gesagt, klar, habe ich den Schlüssel. Dann sagt er, gehen wir da rüber, an den Rhein, und dann werfen Sie so weit, wie Sie können. Also der hat auch abgeraten eigentlich. Ja. Und warum ist es denn trotzdem so eine schöne Kneipe geworden? Ich habe viele Mitstreiter. Ich habe meinen Verein, die ILK aus Nil, denen habe ich das vorgestellt. Die haben auch gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Und wir hatten eine Mannschaft als Bootstour früher hier, die mit dem jetzigen Wiederwirt zusammen auf Boot gefahren ist. Und ich habe gesagt, komm, wir fahren jetzt mal mit 4 Mann dahin zu dem Wirt. Der hatte mittlerweile ein Hotel in Holland, an der holländischen Grenze. Ja. Dann erzählen wir dem, was wir vorhaben. Und dann sagen wir ihm, wenn er Lust hat, kann er noch einmal wieder aufs Boot gehen. Dann hat er gesagt, hat keine Zeit, viel zu tun, 2 Kegelbahnen, er wollte sich in Ruhestand wollte er gehen. So. Hier, unsere Ossi? Ja, unsere Ossi. Unsere Ossi hat sich in Kenia ein Stück Land gekauft und hat gesagt, ich höre auf, ich habe genug zu tun. Und so ist das gekommen. Eine Woche später hat er mich angerufen und hat gesagt, okay, die eine Bootstour machst du noch mit. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du den eine Woche am Boot hast, kann er nicht weglaufen. Ja, und in der einen Woche haben wir ihn überzeugt, dass er den Laden wieder übernimmt. Mit der Maßgabe, dass wir den in den Zustand, von dem wir kennen, ist 1850. Ja. Also der Alteichenboden. Mhm. Und so haben wir ihn wieder versucht, zumindest wieder herzustellen. Die Intarsien im Holz. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja halt schon, wenn man den so ungefähr wieder herrichten will, das war ja auch eine richtige Spurensuche. Ne? Also, wo hat man noch so Bilder gefunden? Das war ganz Jörg. Ich bin zum Holzhändler hin, der hat mich gleich auch für Jörg erklärt. Der Vater von unserem Holzhändler Schäfer hier, der ist auch schon so knapp an die 90, der sagt, ach, das hat meine Oma auch schon, das Dingen. Und dann sag ich, wie deine Oma, wann war denn das? Dann kam er mit Bildern und da haben wir ein Bild aus dem Kalender hier, ja. Dieses Bild, zeigen wir gleich mal, von 1850. Ja. Und auf dem Bild kann man ganz genau erkennen, dass auf der Fassade die Zugeisen der Holzbalkendecke 1811 zeigen. Ja. Somit kamen wir dann der Sache näher, von wann das ist. Und die hatten auch, was ein Novum für Köln war, die erste echte Pumpzapfanlage ja. in Köln. Ja. Also gab es früher nicht? Nein, das war schon interessant, so was zu wissen. Wie lange hat sich jetzt die Restauration, kann man ja sagen, es war eine Restauration, oder? Wir hatten wenig Zeit. Unterm Strich hatten wir eine 6-Mann-Truppe, die gesagt haben, okay, wir geben mir Geld rein, alles nur für Spaß. Das war klar, dass das gegebenenfalls schief geht. Ja. Und wir hatten 6 Wochen Zeit zu beweisen, dass wir das Ding so wieder hinstellen, wie es früher mal war. Und innerhalb von 6 Wochen haben wir zum Teil 20 Stunden am Tag gearbeitet. Fritz, ich sehe schon, du wirst ein bisschen ungeduldig, weil jetzt ist es soweit. Karl-Heinz, Sie müssen erstmal einen Kölsch-Test bestehen, bevor weitergetalkt wird oder auch nicht. Fritz, die erste Frage für unseren ersten Gast. Was ist der Kölner Kirchenkranz? Ha! Ich bin in der Kölsche, jo. Ja, deswegen Kölner Kirchenkranz. Die ist ja Mainzer Kirchenkranz. Also, in Nil kann ich das verstehen. Nieler Kirchenkranz heißt einfach, es gibt Schwarze, Weiße und Nieler. Ich bin nur halb Nieler in der Beziehung. Aber Kölner Kirchenkranz. Also der Frankfurter Kranz kann es nicht sein. Ne? Das fällt nicht so nicht ein. der Kölsch. Sollen wir auflösen? Ja. Fritz. Ja. Sollen wir? Ja. Die 12 romanischen Kirchen der Stadt, in den Jahren 950 bis 1250 errichtet, umgeben sie wie ein Kranz den römischen Stadtgrundriss. Also, das ist also die Auflösung. Ich habe noch keine Kirche gebaut. Kölner Kirchenkranz. Ja, dann würde das was sein. Trotzdem Dankeschön, Karl-Heinz Köckeritz. Dankeschön. Darf ich mir das? Sehr gerne. Fritz, jetzt haben wir uns erstmal ein bisschen Musik verdient, oder? Ja, meine schon. Willst du mal wünschen? Musiktitel von Stefan? Ja, wenn es das könnte. Ja, was denn? Hast du mal so ein, was hast du, so Boogie Boogie? Ja, nicht Brasilien, Java. 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 Weil ich Java rauche. Ja. Haben wir einen Titel mit Java? Das ja. Und dann Stefan Ulbricht mit Java.
mir steht jetzt ein Mann, dessen Vater ich sehr gut kenne. Und ich habe gesagt, kann der Junior nicht mehr vorbeikommen, weil der Junior, Fabian Buch, hat in den Staaten richtig dicken Erfolg. Und zwar ist Fabian, also wie gesagt, dein Dad kenne ich ja sehr gut und du bist dann irgendwann in die Staaten gegangen und hast da, ja, man kann es nicht anders sagen, Musikkarriere gemacht, oder? Ja, ich hatte ein bisschen Glück auch so. Es war irgendwie, wir waren mit der Band nicht mehr so unterwegs. So, ich war alleine zu Hause und habe halt in dem Zeitraum wurde ich aufmerksam auf so ein Online-Casting-Format irgendwie. Das hieß Flatstar. Und ich habe mich dann beworben so mit so einem Video, das ich hochgeladen habe, wo ich irgendwas spiele. Und wurde dann eingeladen, habe dann die Tickets geschickt bekommen, so von wegen, ja, du kannst jetzt nach L.A. und bist mit dabei. Und ja, bin ich halt mal hingeflogen, so, weil die haben alles bezahlt. So. Okay. Und Wer macht das? ja, und dann habe ich halt dort Gas gegeben und noch ein bisschen Glück gehabt und habe das dann gewonnen. Und daraus entstand dann ein Plattenvertrag irgendwie. Und da bist du mit dem Song, den ihr da zusammen komponiert habt, aufgetreten zum ersten Mal live, direkt vor einem riesen Millionenpublikum bei der Kometverleihung. Das war richtig dick so, ja, auf jeden Fall. Und, wie gesagt, ein Video haben wir hier, allein auf YouTube, ich glaube über 3 Millionen Klicks. Für die, die es noch nicht kennen, Hello, Hello heißt es. Und da hören wir jetzt mal rein. Hello, 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 hello. You got the wrong number. And you can keep calling back. Call me 1,000 times. And I might keep saying hello, 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 hello. You got the wrong number. Got the wrong number. Oh girl, you broke my heart too many times for me to say hello. Unter den ersten 50 in den American Billboard Charts, sagt man, oder? Ja, Mann, absolut. Also direkt mit der ersten... Hat reingeballert so, ja. Ja, super. Ja, fair, oder? Direkt erster Song. Du warst ja vorher auch schon Singer-Songwriter, auch auf Deutsch, hast dich auch schon bewiesen. Dann auf Englisch. Ist das sowohl irgendwie vom Komponieren her schon was anderes, auf Englisch was zu machen und halt auch vom Musikbusiness? Also weht da ein härterer Wind in den Staaten als jetzt in Deutschland, oder ist das, wo man sagt, nee, die haben nur einen Verstärker, der gibt es Stufe 11, aber mehr ist da auch nicht? Ja, ist schon relativ krass so. Ich habe, wie ich es mitbekommen habe, geht da schon die Post ab. So. Ja. Also ich bin der Meinung, dort wird schon ein Großteil irgendwie Musik geschrieben. So. Hier wird viel kopiert, sag ich jetzt einfach mal so platt. Dort wird halt viel Neues kommt einfach von da. Die sind halt relativ extrem auch. Also klar, also wenn man sich anschaut, was so geht, ist schon... Wenn du so vergleichst, deutscher Musikmarkt, amerikanischer Musikmarkt, wo fühlst du dich wohler? Also momentan, wo du sagst, da kann ich mehr ausleben, da habe ich vielleicht auch mehr tatsächlich Aufmerksamkeit. Ja gut, man darf nicht vergessen, wie groß die USA ist. So, ist halt schon, da geht schon einiges, da muss man aufpassen. Momentan sind wir hier unterwegs und ich bin froh, hier zu sein. Momentan, wir spielen viele Gigs und ist cool so. Ja. Du hast aber auch schon eine neue Platte, eine LP fertig komponiert? Ist die Single jetzt, die Single haben wir jetzt fertig, irgendwie Video dazu gemacht schon und das kommt bald und Was? Ja. ja, das Album kommt dann auch noch. Wir machen ein neues Album jetzt, ein zweites Album. Das erste Album ist schon raus irgendwie, das kam schon letztes Jahr. Also läuft, ne? Wie ist denn das mit so Videodrehs? Ist es, ich meine gut, du siehst natürlich hier, wie es ist bei Talk am Mehl, auch hochprofessionell. Aber wie lange hast du zum Beispiel an diesem Video für Hello, Hello gedreht? Also wir haben gedreht, also in der Regel immer einen Tag so, das fängt dann an irgendwie... bei Hello Hello war es, glaube ich, mittags um 3 Uhr mal gestartet, so. Wir waren hier in so einer Wüste, das sieht man irgendwie. Und es war richtig geil, ey. Das war ein fettes Team irgendwie, wir hatten alles am Start. Es war mein erstes Video überhaupt irgendwie. Ich wusste halt nicht, was passiert, aber die nehmen dich schon an die Hand so und zeigen dir, was geht und was Ist man da noch nervös? Ich meine, klar, du hast ja vorher auch schon Musik gemacht, auch auf Bühnen vorher schon gestanden, aber ist denn tatsächlich, wo man sagt, Scheiße, hoffentlich versaue ich das nicht, dann kann ich direkt wieder zurückfahren. Oder also wie fühlt man sich? Also man ist schon, also es ist halt so, ich war vorher nervöser wie im eigentlichen Moment dann so. Ich habe irgendwie, wie ich darauf vorbereitet habe, so habe dann irgendwie das Ding gelesen, was wir vorhaben, was wir machen wollen. Und die Amis schreiben halt dann immer relativ dick so von wegen, ja, es wird das Geilste und der steht dann da als geilster Typ und macht das so und so. Und, da weiß man halt nicht, was einen erwartet so, aber wie ich dann dort war alles wirklich cool, die Leute waren geil drauf. Und der Regisseur war irgendwie auch selbst erst 21 und also sehr geschmeidige Stimmung so, ja. Wie gehst du um mit dem Erfolg? Ich meine, es ist ja halt nun mal nicht von 0 auf 100, in Staaten direkt unter den ersten 50. Ja, also ich... Arbeiten halt, ne? Also ich als 21-Jähriger, mich hätte denn ein Jahr nicht mehr gesehen. Ich hätte direkt das ganze Geld verjubelt.
Im Linkewitz ging ja noch nicht, aber dann wahrscheinlich bei uns im Zwitscherhäuschen. Ja, Ich verjubel auch halt, ne? Ja, aber trotzdem, man muss immer dranbleiben irgendwie. Also wir sind noch nicht ganz oben, wir wollen halt ganz hoch. Und, ich bin froh, dass es nicht so, sagen wir mal, 0 auf 100 mäßig läuft, weil dann bist du auch schnell wieder weg. So. Und so haben wir irgendwie einen Weg, der etwas länger ist, wobei der Weg einfach Spaß macht. So. Also, das darf ich nicht vergessen. ich finde es auf jeden Fall cool, auch wenn es jetzt auch über so ein Online-Casting gewesen ist, dass man halt aber immer noch Leute findet, die halt auch schon vorher einen Weg als Musiker gegangen sind. Das kannst du nicht vergleichen, Ja, so. ja. Du kannst ja nicht mit dem ganzen DSDS-Kram Genau. vergleichen, kannst nicht machen. Das war was ganz anderes irgendwie. Es ging ja wirklich, bei DSDS ging es ja nur um die Sendung und so, es geht ja darum, irgendwie ein Format zu haben, wo Leute schauen irgendwie und das Nebenprodukt ist irgendwie dann halt ein Typ, der noch eine CD rausbringt. Aber bei uns ging es glücklicherweise eben darum, halt wirklich einen Künstler zu finden, der halt musikalisch unterstützt wird. Ja. Und das, finde ich, haben sie gefunden, oder? Ja. Fritz, du wirst schon wieder unruhig. Du hast schon wieder ein Köln-Quiz, auch für unseren Fabian. Ja. Ja, dann. Wer ist der längste Kölner? Wer ist der längste Kölner? Ja, das müsste doch irgendwie hier der Kölner Fernsehturm, oder? Ist doch richtig? Das ist richtig, der Kölner Fernsehturm, jawohl! Ich höre dich da. Karl-Heinz, da muss extra jemand hier, ne? Ein Immi muss dir Köln-Quiz beibringen. Fritz, wie in Köln sagt man aber nicht nur Fernsehturm? Wir sind doch für den Pimmel von der Post. Fritz, da rufen wir alle zusammen mal. Jawohl! Pimmel von der Post, dass Er du ist sowas ja in den Mund nimmst. 266 Meter. Ja, Ja, nur, da kann man das doch sagen. aber Fabian hat den Köln-Test bestanden. Prima. Deswegen würde ich sagen, Herzlichen Glückwunsch. vielleicht hast du uns noch ein Lied mitgebracht. Absolut, ich hab was dabei. Ja. Soll uns Fabian was vorspielen? Ja. Ach ja, Fabian, gut. If the world is really going right now, I gotta make it to you somehow. I fly all over the world, oh girl. It's nothing that can stop me, darling. So if I never get another chance to live another day, it's the last breath I take. Gonna wanna take, gonna wanna wait. So if I never get another chance to walk through the door and hold you in my arms, tell me what are we waiting for? So turn up the lights, the lights, the light. Turn up the lights, the light. Baby, I want you to remember me, so let's make one last memory. Turn up the lights, the lights, the lights. Was los, oder? Der Mann an den schwarz-weißen Tasten, der uns musikalisch auch unterstützt, Stefan Ulbricht. Stefan, schön, dass du da bist. Nochmal einen kleinen Applaus für dich. Dankeschön. Was mich interessiert, wir haben jetzt gerade Fabian Buch gehört, wir hören dich, du bist mit Boogie Woogie unterwegs. Da fragt ja jeder, warum nicht, ne, ein Mann in deinem Alter, warum nicht was Anständiges, Death Metal oder sowas. Also, Ja, wie kommt man das darauf, hier- Boogie Woogie Pianist zu werden? Ja, Death Metal auf dem Klavier. Gibt zwar auch schwarze Gibt's auch, Tasten, ja, ja. aber es ist gar nicht so einfach, darauf zu spielen. Piano Solo. Und ja, Boogie Woogie eignet sich da besser. Kann man nicht buchen oder sagst du, nee, ich gehe dann in eine normale Kneipe rein oder ich mache Konzerte? Also ich mache eigentlich fast alles. Ich spiele für Ja, die deswegen beste bist du heute auch hier, ja. ja, natürlich. Ich spiele für die beste Freundin bis zum sicherlich größten Boogie Festival von der ganzen Welt. Das findet in Frankreich statt. Da konnte ich vor 2 Jahren auftreten. Hast du dann 2000 Leute, die alle total Boogie-Woogie verrückt sind und da gibt es dann irgendwie mehr als 24 Stunden lang dieses Programm, nicht nur mit einem Pianist, sondern mit ganz, ganz vielen. Ja. Das hat mich übrigens auch so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich möchte selber sowas auch veranstalten. Und
Natürlich veranstalte ich sowas, und zwar am 28. und 29. Oktober diesen Jahres, 2011, in Siegburg im Stadtmuseum. Und da habe ich auch internationale Gäste eingeladen und wir quälen dann zu viert 2 Flügel. Siegburg, internationale Gäste, Stadtmuseum. Das ist ja das Geburtshaus von Engelbert Humperdinck. Bingo! Ja. Woher weißt du das denn? Ja, ich habe nämlich auch mal was. Engelbert Humperdinck, wer war das? Weiß es jemand von Ihnen? Schule Scheld. Nein. Engelbert Humperdinck, der hat eine Oper geschrieben, die hieß? Hänsel und Gretel. Jawohl! Hänsel und Gretel! Ich krieg jetzt einen Kölsch. Ja, ja. Ein Kölsch für den jungen Mann. Woher wissen Sie das? Sie sind der Bruder. Nein. Ich bin nur Gast hier. Ach so. Woher weiß man das? Oder woher wussten Sie das? Ich veranstalte so Oldie-Abende mit Ja. Singles. Ich weiß das auch von Engelbert Humperdinck, der ja den Namen ablegen musste in Deutschland. Durften sich schon mal Engelbert nennen, weil die Familie Humperdinck dagegen Einspruch erhoben hat. Ja, weil halt der Komponist von Hänsel und Gretel bekannter war als der Engelbert. Und das war unsere 10.000 € Zuschauerfrage. Jawohl, richtig! Wow! Also machen wir noch mal kurz. Also, wenn Sie nichts vorhaben, am 28. 29.10. zweite Siegburger Boogie Woogie Jazz Nights. Vielleicht jetzt noch ein bisschen spielen, oder? Ja. Und dann aber, denn Fritz ist schon am Zucken, schon mit dem Kölsch-Test, oder? Wollen wir erst noch mal ein bisschen was hören, oder? Wollen wir noch was hören? Ja. Einen haben wir noch. Blues for my friends. Danke. Jetzt wird's ernst. Stefan, auch dein Köln-Quiz. Fritz, nicht los. Woran erinnern die roten Funken? Der Mariechen. Ich weiß Nee, es nicht die nicht. Marie, ist ja nicht die rosa Funke, die rote Funke. Keine Ahnung. Bis zum Einmarsch der Franzosen 1794 sollten die Soldaten in roter Uniformjacke und weißen Hosen die Stadt verteidigen. Als Parodie entstand das Korps Kölsche Funke Rot-Wies von 1823 e.V. Da hast du recht. Depovoc. Das Köln-Quiz-Lexikon. Aber Fritz und mir ist es auch ein inneres Bedürfnis, Sie nicht nur mit Talk und Musik zu erfreuen. Nein, auch der Bildungsauftrag soll bei Talk am Nil nicht zu kurz kommen. Deswegen haben wir gesucht und haben ihn gefunden, den ersten besten Mann, der Ihnen Wissen näher bringen kann. Eine Art Human Brockhaus, auch ein Junge aus Vogelsang, der heute hier in Talk am Nil zu Gast sein darf. Uwe erklärt das wandelnde Lexikon und wir greifen einfach mal wahllos rein, ziehen ein Buch raus, schlagen auf und Uwe erklärt uns heute unter dem Stichwort Tee, was ist Tabak? Viel Spaß mit Uwe erklärt. Hallo, ich bin der Uwe. Heute erkläre ich, Was ist Tabak? Die amerikanischen Eingeborenen führten die europäischen Neuankömmlinge in den muss ich noch mal. Die amerikanischen Eingeborenen führten die Europäer gerne in die Geheimnisse des Tabaks ein. Wie auf dem Bild dargestellt. Im Jahre 1556 kam der erste Tabaksamen nach Spanien. Guckst du. Von dort brachte der französische Gelehrte John Nicot von 1559 bis 1561 Botschafter in Portugal nach Frankreich. Nach ihm
wurde das Nikotin benannt. Mit Sicherheit hatten die Indianer sich für die Versklavung und mit Sicherheit hatten die Indianer sich für Versklavung und Völkermord nicht rächen wollen. Mit Sicherheit hatten die Indianer Amerikas sich nicht für Versklavung und Völkermord rächen wollen. Aber darauf lief es hinaus. Oh Baby. Die Sucht des blauen Dunsts ergriff Europa und schließlich die ganze Welt. Da haben wir es schon. Niemand kann sagen, wie viel Verdruss der Gestank bereitet hat. Welch unermesslichen Schaden durch Wald- und Gebäudebrände entstanden ist. Oder wie viele Menschen, Raucher oder Nichtraucher, in diesen Bränden oder durch Lungenkrebs oder Herzversagen ums Leben gekommen sind. Ein Beispiel dafür ist dieses Bild. Einfach furchtbar. Einfach furchtbar. Das war's für heute. Bis neulich. Und immer dran denken, wir sind alles Menschen, oder? Er hat sich bemüht. Uwe hat sich wirklich bemüht. Und ich kann auch sagen, Rauchen fangen Sie gar nicht erst an. Umso glücklicher bin ich, meinen nächsten Talkgast ansagen zu dürfen. Sie hat die einzige Zigarrenmanufaktur in Köln. Begrüße Sie mit mir. Hier ist Annette Meisel. Meisel. Platz. Frau Meisel, herzlich willkommen. Ich liebe meinen Job. Eine wunderschöne Frau und sie hat auch noch Zigarren in der Hand. Frau Meisel, Sie haben die erste und einzige Zigarrenmanufaktur in Köln. Wie kommt man überhaupt da drauf? Ich liebe Kuba. Ja. Das ist vielleicht so der erste wichtige Punkt. Und ich war zum Millennium in Kuba. Ja. Ich habe das dort verbracht und habe ein wunderbares Erlebnis gehabt. Ich habe damals den Nachmittag mit Gregorio Fuentes verbracht. Das war ein etwas älterer Herr, Ja. damals 103 Jahre alt. Ui, Fritz, das ist so deine Liga, ne? Ja. Und er war früher der Kapitän von Ernest Hemingway. Und so in den 50er Jahren hatte er ihn immer begleitet, wenn Hemingway zum Schwertefische fischen Marlinfischen, ja, ja. nach Kuba fuhr. Und und er lebte also bis in sein hohes Alter noch von dem Ruhm und von den Geschichten. Und ich hatte das Glück, eben diesen besonderen Tag mit ihm zu verbringen. Er saß in seinem Schaukelstuhl und rauchte Zigarre, trank dazu ein Glas Rum und wollte mich auch gar nicht mehr weglassen. Und diese Kombination, Das kann ich verstehen. Und ich bin nicht 103. diese Kombination von Genussmomenten bei diesem alten Herrn, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass er eben auch so alt geworden ist. Insofern kann ich das nur empfehlen, das Zigarre rauchen. Also es hält jung. Sie haben auch eine eigene Marke. Ja, das ist Ihre Zigarrenmanufaktur? genau, das ist La Galana. Das habe ich gegründet, diese Marke. Und La Galana ist Spanisch und heißt sowas Ähnliches wie Gentlewoman. Ja. Und ich habe das auch mit Inhalt gefüllt. Das ist ein Begriff, den man hauptsächlich in der Poesie findet im Spanischen. Und ich habe das also daher selbst kreativ und fantasievoll mit Inhalt gefüllt. Und für mich ist eine Galana eine Frau, die ihr Leben genießt, die tut, was sie will, die emanzipiert ist, aber gleichzeitig es auch genießt, Frau zu sein. Und das sind Sie. Ja. Das habe ich schon bei unserem ersten Treffen festgestellt, denn wir waren für die Vorbesprechung in der Zigarrenmanufaktur La Galana und vielleicht erklären Sie mal, was erwartet denn den, also man kann ja schon fast sagen, das ist ein Besuch, ist ja kein Geschäftseinkauf, wenn man zu Ihnen geht, sondern ist ja wirklich auch was zum Wohlfühlen. Also was erwartet da einen, wenn man da reinkommt? Also es ist sehr klein, wir haben einen kleinen Laden, da kann man Zigarren kaufen. Man kann zusehen, wie Zigarren gerollt werden. Ich habe also... Ach, die werden auch
direkt bei Ihnen hergestellt hat. Richtig. Ja, klar, Manufaktur, natürlich. Richtig, Ja. ich habe Zigarrenrollerinnen aus Kuba. Sehr charmante Damen, die ihr Handwerk sehr gut verstehen, Ja. die teilweise viele, viele Jahre in der kubanischen Zigarrenindustrie oder in den Manufakturen dort gearbeitet Ja. haben und ihr Know-how mitgebracht haben. Also man kann denen zugucken beim Rollen. Wir haben hinten einen kleinen Degustationsraum. Da kann man einen Kaffee trinken oder ein Glas leckeres kölsches Wasser. Ja. Auch. Kann man auch trinken und man kann dazu eine Zigarre probieren und einfach einen Moment die Zeit stehen lassen. Mal so kleine Zigarrenkunde für den Neuanfänger. Was haben Sie für Formate da und wie sehen die aus? Also klar, ich habe da eine Torpedo geraucht. Die sind halt an den Enden eher dünner, in der Mitte bauchiger, so wie ich. Ja, also ich habe jetzt nicht alle Formate dabei. Ich habe nur mal für Sie eine Robusto mitgebracht. Muss ich auch nicht mit diesem Tropenschatz rauchen? Die Robusto ist meine Lieblingszigarre. Ja. Auch die ganzen Damen bei mir sind übrigens nur Mädels. Also bei uns gibt es nur Mädels. Habe ich auch schon festgestellt. Und das ist unsere Lieblingszigarre. Die ist, hat ein etwas dickeres Volumen. Ja. Das ist, dadurch ist sie milder. Ich hole sie mal hier aus dem Tütchen raus. Also wir haben 5 verschiedene Blätter. Das sind 3 Blätter für die Einlage, eine Banda, also Umblatt, das Ja. hält die Einlage. Und das letzte Blatt ist außenrum, das ist sozusagen das Kleid der Zigarre. Das ist das Deckblatt. Und das ist ganz seidig und ganz glänzend auch. Und die Kombination aus diesen Blättern macht den Geschmack der Zigarre. Also ich schneide das jetzt erstmal ab, jetzt für Ja. die, die es nicht wissen, wie es geht. Ne? Man schneidet das hier ab, damit man die öffnet, die Zigarre, weil sonst kommt ja kein Rauch. Damit die auch Zug hat, genau. So, jetzt muss ich mal kurz das auf die Taste legen. Keine Ach Angst. nee, haben Sie auch noch mit? Ja, wenn schon, denn schon. Also. Und das ist ein Gasfeuerzeug. Ja. Und man macht das ganz in Ruhe. Die Zigarre braucht Ruhe. Die braucht einen Moment des Innehaltens. Deswegen gefällt mir das auch mit dem Zigarre-Rauchen. Es ist nicht dieses Suchtrauchen wie bei der Zigarette, sondern man muss einen Moment sich Zeit nehmen Ja. und sich entscheiden, bewusst entscheiden. Und da muss man sich auch wirklich drum kümmern. Also insofern ist die Zigarre ein bisschen wie eine Frau. Das ist jetzt für Sie. Ach, danke schön. Also, vielen Dank. La Galana, da gibt es ja so einen weltbekannten Zigarrenführer und da stehen Sie in der neuesten Ausgabe schon drin. Richtig, das ist so ein bisschen die Zigarrenbibel, Ja. herausgegeben von dem Herrn Wirz. Der Ja. war früher der Herausgeber vom Zigarclan. Und das ist ein Buch von der Gentleman's Edition, Fackelträger Verlag. Wunderschön mit Goldschnitt. Ja. Und wir sind da drin und das ist eine große Auszeichnung, weil wir sind neben den ganzen großen Marken der Welt. Genau, neben Cohiba, Davidoff, La Galana. Genau. Frau Meisel, noch weiterhin viel Glück. Danke. Aber Dann würde ich doch darf ich das dem Co-Moderator dann überreichen? sehr gerne. Ja? Fritz, für dich auch Bitte eine schön. Zigarre. Gibst du nachher wieder ab. Ne? Ja, Mann. Ja, Glaubenlöser. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen weiter talken. Fritz hat jetzt erstmal ein kleines Köln-Quiz für Sie. Wenn Sie das bestehen, geht's weiter. Wenn nicht, dann muss ich mich leider von Ihnen verabschieden. Aber ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Gerne. Fritz, wir Ja. hören. Wer waren die ersten Kölner Kriegsdienstverweigerer? Ui. Also ich glaube, da muss ich passen. Vielleicht ist noch einer dabei. Ja, also Der dann kennt. verabschieden wir erstmal Frau Meisel, oder? Das Frau kann man Meisel, auch. vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Dankeschön auch. für diese wunderbare. Fritz, jetzt muss ich mal schimpfen. Ja, bitte. Wir haben hier den ersten und einzigen weiblichen Talkers in der Sendung. Ja, Ja? ja. Dann stellst du so eine hammerharte Frage. Ich hätte die schöne Frau gerne hier noch ein bisschen mehr und über Zigarren und ein bisschen geredet. Da Geh musst doch du- mit denen raus. Die Frage war auch hammerschön. Weiß doch kein Mensch hier im Publikum, oder weiß das einer? Wer war der erste Kölner Kriegsdienstverweigerer? Weiß das jemand? Weiß es jemand? Wer war der erste Kölner Kriegsdienstverweigerer? Ja, ich weiß das. Das war wohl die Trebellische Legion. Da weiß es doch. Stimmt das? Ja. Das ist richtig! Ja, komm nach vorne! Das ist ja ein Ding.
Sie wussten das jetzt einfach so. Ja, also ich denke, das sollte man schon wissen. Toll, Sie heißen? Ich bin, schön, ja, klar. Natürlich, mir lag es auch auf der Zunge. Sie heißen? Ich bin der Julian. Julian. Was machen Sie? Klar, Sie sind Nieler wahrscheinlich, deswegen auch im Gaffel Blinkewitz. Was machen Sie in Niel? Ich bin beruflich Pyrotechniker. Pyrotechniker? Ja. Das ist ja interessant. Wie wird man Pyrotechniker? Ist es irgendwann, wo man sagt, Mama, Papa, tut mir leid mit Opas Haus, aber ich will sowas jetzt beruflich machen, oder? Naja, ganz so schlimm war es jetzt nicht. Ja. Also die Faszination ist schon seit Kindesbeinen da halt, Ja. und die habe ich auch weiterhin beibehalten, und ich habe dann auch den Schritt gewagt, dann halt einen professionellen Pyrotechniker zu machen, die Ausbildung zu machen halt. Also gibt es schon eine richtige Ausbildung, Schule? Da gibt es eine Ausbildung für, ja. Mhm. Haben Sie nicht denn auch hier bei den Nieler Lichtern das Feuerwerk gemacht? Ja, genau, das war ich auch. Der Pyrotechniker von den Nieler Lichtern sitzt hier. Da kann man ja immer viel über Feuerwerk erzählen. Haben Sie Fotos vielleicht in der Brieftasche, oder? Ja, ich habe auch was mitgebracht. Also ich habe was dabei. Ja, was denn? Ein kleines Video von dem, was ich so mache, und von dem Feuerwerk an sich. Vielleicht gucken wir mal rein. Ja, gerne. Was ist das? Das sind jetzt Bilder von dem Aufbau. Ja. Und hier sieht man ganz gut die Abschussrohre, in denen die Kugelbomben eingelassen werden und dann letzten Endes auch abgeschossen werden. Wie lange? Aber die sind doch einmalig. Also da kommen einmal Bomben rein, dann verfeuert man die und dann sind die Rohre kaputt, oder? Nein, die Rohre nicht. Die Rohre halten. Die halten viel aus. Also man sagt vielleicht so 500 bis 1000 Abschüsse oder sowas. Und also ist es jetzt nicht irgendwie, dass Sie halt zu dem Feuerwerk halt auch noch zusätzlich immer die Rohre neu kaufen müssen? Also die können Sie auf jeden Fall... Die behalte ich, klar, natürlich. Die werden behalten. Aber es ist auch so, dass Sie ja nicht in dem Sinne ja nicht nur Feuerwerk einfach abbrennen, sondern es ist ja auch irgendwo ja eine Kunstform. Also Sie haben ja nicht nur Feuerwerk, sondern auch Musik dazu, parallel zum Feuerwerk, also auch auf Takt gezündet. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich meine, man kann ja schlecht mal so, ich mache eine Probe, das ist nur für die Nieler Lichter, nicht für Feuerwehr rufen. Also hat man das im Kopf oder hat man dafür ein Computerprogramm? Wie macht man das? Also um ein Musikfeuerwerk zu machen, gehört schon ein bisschen mehr dazu, als mit einem Anzündlicht irgendwo rumzulaufen, was anzuzünden. Man muss es schon irgendwie timen halt, und vor allen Dingen muss man sich im Klaren sein, welcher Effekt passt jetzt auf diesen Musikschlag, sage ich mal, oder so was. Und dann macht man sich halt ein Bild davon, einen Plan davon, und dann geht es halt erst an das Eingemachte, sage ich mal, mit der Planung, mit dem Material, mit dem Aufbauen halt. Wie lange hat man da so Planung für so ein Feuerwerk wie jetzt hier Nieler Lichter? Wie lange muss man dafür planen? Also musiksynchrones Feuerwerk, es kommt immer auf die Länge an und immer, was auch gewünscht wird und welche Titel man spielt, aber da steckt schon einiges an Planung hinter. Für die Nieler Lichter habe ich jetzt ungefähr 2 Wochen gebraucht, nur an der Planungszeit halt an sich, mit der Logistik und mit dem Aufbau, das ist was anderes dann. Gibt es für den Feuerwerker auch sowas wie für die Bergsteiger K2, Mont Blanc, wo man sagt, da muss ich auf jeden Fall bei diesem Feuerwerk-Festival muss ich auf jeden Fall mal gewesen sein. Gibt es da so ein Feuerwerk-Mecker, wo sich alle Feuerwerker treffen und sich austauschen? Ja, das ist richtig. Es gibt sowas, allerdings nicht wirklich hier in Deutschland. Also für die Feuerwerke an sich ist es hier in Deutschland etwas uninteressanter, weil man hat hier viele Bestimmungen halt, die es anderswo nicht gibt, sage ich mal. Ja. Und da wäre zum Beispiel Spanien oder Italien oder sowas, da sind die Kaliber größer und ist es was anderes. Julian, vielen Dank rund ums Feuerwerk. Dankeschön. Ja. Und ein Höhepunkt jagt den anderen, denn jetzt kommen wir zu Fritz Zöller, meinem Adoptivziehsohn, und er wird Ihnen jetzt ein wunderschönes Gedicht vorlesen aus dem Buch. Fritz, wie heißt es? Krone und Flamme. Krone und Flamme, genau. Und da hören wir, was hast du da ausgesucht für ein Gedicht? Et Löwestiftje. Vielleicht auch für unsere nicht-kölschen Zuschauer. Löwestiftje heißt auf Hochdeutsch? Ein Kleedzimmer unterm Dach. Sehr gut auf Hochdeutsch erklärt. Ein Kleedzimmer unterm Dach. Fritz. Auf Hochdeutsch. Das kleinste Zimmer unterm Dach. Ja. Wo man früher auch die Tauben gehalten hat. Ach ja. Und das willst du uns und jetzt das ist ein Löwenzimmer, Et Löwestiftje. Bitte schön, meine Damen und Herren, Fritz Zöller mit Et Löwestiftje. Het Löwenstiftje. Wer mich ins Jen besuchen mag, ist herzlich eingeladen. Ach, da fällt mir in.
Ja, Fritz. Ich war ja bei der Post. Ne? Du warst bei der Post, ja. 50 Jahre. Ja, 50. Nee, so lange nicht. Also über 40, 35 Jahre habe ich nur in Müller gearbeitet. Und habe auch dann da Telegramme runtergefahren. Ja. Auch im Winter, wenn es glatt war. Und da ist man eines Tages am Kunstfeld gefahren. Da hatte ich dann einen kleinen Unfall gebaut mit dem Auto. Ne? Mit dem Postauto. Mit dem Postauto. Hatte einen kleinen Blitz, aber man muss ja dann rennen, anrufen oder Post, sagen, hey, Warenmeister, ja. Ich hatte einen Unfall, Handy, ja, wird kein. Man muss also bei der nächsten Lücke rennen, ja, stellen, kannst du telefonieren. Das ist all gelaufen. Dann kam mein Warenmeister raus, mit ihm zusammen auch die Polizei. Ja, und dann hat er sich das angeguckt, eine kleine Blitzwort nur. Hat mich dort zur Sau gemacht, der hat mich angebrüllt, ja, das weiß ich. Dass der Polizei gesagt hat, nun lassen Sie doch den Mann in Ruhe. Der hat ja jetzt den Unfall, ist ja aufgeregt genug, was soll das denn? Ja, er sagte, das geht nicht, das kann man nicht machen. Da hat der Polizist gesagt, nehmen Sie Ihre Fahrer und auch der Ware mit, wir haben alles aufgenommen. So, was sagte, du sollst noch fahren, ich habe extra einen Mann mitgebracht, du fährst mir nicht mehr. Setz dich in der Ware mit mir, in Singeware. Ich muss mich dabei setzen. Ja, sag ich, das war ja nicht nötig, mich da so anzubrüllen. Tja, sagte der Junge, das mache ich immer. Dadurch hast du kein Knöllchen kriegen. Und die haben ihr Roh, und ich habe das nicht so gemeint, klappt mir auf der Schulter und sagt, jetzt fahren wir heim und dann ist es gut. Ja, das war tatsächlich so. Aber, naja, Löwenstiefel, gute Löwenstiefel, aber dann beim nächsten Mal. Gut, es gut. Ja, meine Herren, das war es auch schon von Talk am Nil. Wir sind eigentlich schon durch. Es war ein wunderschöner, herrlicher Abend. Nee, ich habe mir auch noch einen eingeladen. Wie, du hast ja einen eingeladen? Ja, ich habe mir den Nehler Jungen eingeladen. Du schön gefüllt. Fängst du jetzt auch schon an, ihr Gäste einzuladen? Ja, Moment. All hast du eingeladen. Ja. Dann konnte ich mir der doch einladen. Ja, und wer ist das? Lorenz Schmidt. Aha. Der hat ein Buch geschrieben, Ja. Osterhüt. Osterhüt kenne ich. Und auf der Seite 10 hat er geschrieben, Elefantenmiss. Und das könnte er uns doch jetzt für lesen. Ja, dann würde ich sagen, Applaus für Lorenz Schmidt, hallo! Lorenz, ich grüße Sie. Michael, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Fritz grüßt Sie auch. Hallo Fritz. Hallo Fritz. Lorenz. Fritz. Ja. Lorenz, Sie haben ein Buch geschrieben über Nil, Osterhüt. Ja. Da gibt es ja schon eigentlich genug Bücher über Köln. Warum ausgerechnet noch ein Buch über Köln? Ja, das ist ein persönlich gehaltenes Ja. Buch. Und zwar war das so, nachdem mein Vater, Hermann Schmidt, 2005 verstorben war, habe ich mir gesagt, wenn ich die Geschichten, die er mir erzählt hat, nicht aufschreibe, dann gehen die quasi poetisch gesprochen mit den Wellen des Rheins immer weiter runter und versinken im Meer der Vergessenheit. Und das wollte ich nicht. Ne? Und im Mittelpunkt dieser Geschichten steht mein Großvater Johann Billstein, der hier um der Eck in der Hütte groß geworden ist und gelebt hat, einen Teil seines Lebens. Und der übrigens 1933 hier beim Linkewitz, damals hieß die Kneipe noch Kastenholz, gesagt hat, die Nazis, das sind Verbrecher, denn er gehört die Jojo durchgeschnitten. Daraufhin hat er seinen Job bei der Stadt Köln verloren und musste wieder auf einen damals schon sehr, sehr verschmutzten Rhein in der Nache. Ne? Und manche Fisch, der da gefangen hat, ne, wenn der dann schön in der Panne brutschelte, Ja. dann tät er auf einmal nur Phenol stinken. Also toll war das nicht. Wie hat sich überhaupt diese Spurensuche entwickelt? Also klar, die Geschichten vom Vater kannte man ja. Kamen da noch andere Sachen dazu? Haben Sie noch andere Menschen befragt oder in Archiven noch sich herumgetrieben? Ja, der große Fundus für eine Chronik ist ja die Familie. Ja. Ne? In der Familie, da entstehen ja quasi alle Dramen.
Und natürlich im NS-Dokumentationszentrum hier im LD-Haus. Ne? Das war auch sehr spannend, vor allen Dingen bezogen auf die Firma Rollmann und Meyer, die hier an der Nesselroder Straße in Nil eine große Schuhfabrik hatte und die auch allgemein bekannt ist durch die Marke Ronica Schuhe, die die gegründet haben. Gab es denn auch sowas in der Familienchronik, wo Sie gesagt haben, oh, das wusste ich ja gar nicht. Also gab es neue Familienerkenntnisse, dass man da auch überrascht gewesen ist von der eigenen Familie? Ja, überrascht in so einem Sinne, ach, wie nett oder so. Ne? Natürlich diese kleinen Geschichten, da stehe ich sowieso drauf, die die Menschen erzählen. Ne? Aber auch so Besonderheiten. Nehmen wir an, jetzt zum Beispiel, wenn ein 12-Jähriger seinem Vater einen Situationsbericht vom letzten Bombenangriff an die Front schickt. Ja. Ne? Also das war schon ein ergreifender Brief. Ne? Da würde ich sagen, da wollen wir doch gleich mal draus hören, oder? Aus dem Buch. Ja. Aber, Moment. Auch wenn es dein Gast ist, Fritz, ich muss darauf bestehen, auch dieser Gast muss einen Quiz absolvieren. Sonst wird da nämlich nichts mit dem Lesen. Seit wann rufen die Kölschen Jecken Kölle Alav? 1423, 1635 oder 1823? 1823. Und das ist richtig. Ja. Deine Gäste kriegen immer einfache Fragen. Ja, das ist doch so, oder? Gut, Fritz. Na gut. Lorenz, bitteschön. Okay. Aus Osterhütt. Übrigens, das Buch gibt es immer noch zu kaufen? Ja. An wen wendet man sich da? Klar, an Sie, aber was und wo? Ja, an meine E-Mail-Adresse zum Beispiel. Ja, die jetzt unten gerade eingeblendet wird. Genau. Deswegen machen wir jetzt noch einen Talk, damit die noch ein bisschen länger stehen bleiben kann. Okay, Genau. alles klar. Ja. Gut. Lorenz Schmidt, Osterhütt. Der Großvater hatte Geschäftsbeziehungen mit dem Kölner Zoo, an denen er ab und an Weißfische lieferte. Weißfische, das sind so nicht so wertvolle Speisefische. In der schlechten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und vor der Währungsreform hatte er mit dem Zoo einen Tauschhandel vereinbart. Hermann, sprach er zu meinem Vater, me kriege das Jahr Elefanten mis. Du weißt Sinn, was das für dicke Äderpel gibt. Hierzu muss man wissen, dass die Größe der Kartoffel das A und O der Bewertung der Fähigkeiten eines Gemüsegärtners war und wohl noch ist. Nur trifft man diese Spezies Mitmensch nicht mehr an im stadtnahen Bereich und sie ist auch mit einem Schrebergärtner, der in seinem Hobbygarten wirkt, nicht zu vergleichen. Bevor sie sich aus dem Garten nach Hause aufmachten, wurde der Korb oder Sack mit den ausgemachten Kartoffeln kräftig hin und her geschüttelt. Das bringt die großen, dicken Kartoffeln nach oben und die kleinen Sacken nach unten. Sie brauchten einen gewissen Stolz, mit dem sie die Schürreska nach Hause lenken konnten. Der Spruch, die dümmste Bure han die dickste Äpel, hält natürlich den klugen Landmann nicht davon ab, selbst dicke Kartoffeln von der Erde zu ziehen. Nun gut, die Kartoffelpflanzen gediehen unter Mithilfe des Elefantenmistes prächtig. Sie waren leicht 1,5 Mal so groß wie sonst die Jahre. Dat hier für dicke Äpfel. Als dann das Kraut verwelkt auf dem Boden lag und es ans Ernten ging, waren nur wenige kleine Kartoffeln unter jeder Pflanze gewachsen, worauf der Großvater enttäuscht feststellen musste, Hermann, nie Elefantenmist. Ja, Lorenz Schmidt. Dankeschön. Jetzt sind wir leider am Ende von Talk am Nil angekommen. Ja. Nicht klatschen, Fritz. Aber ich möchte Ihnen noch was auf den Weg mitgeben. Und zwar, wir Kölner denken ja immer, wir hätten das Kölsche Grundgesetz erfunden. Stimmt aber gar nicht. Die Römer haben es mitgebracht. Und ganz besonders da Marc Aurel mit seinen Selbstbetrachtungen. Denn darauf
fußt das Kölsche Grundgesetz. Und ich möchte Ihnen gerne in jeder Folge von Talk am Nil einen Auszug aus Marc Aurels Selbstbetrachtung gerne vorlesen. Jetzt unreife Traube, dann reif, dann getrocknet, lauter Wandlungen, doch nicht etwa in ein Nichts, sondern in ein Etwas, das jetzt noch nicht ist. Oder auf Kölsch, Fritz? Et gut wird gut. Genau, Dankeschön, Fritz Zoller, meine Damen und Herren. Hau rein, Stefan, der Mann am Klavier, an den schwarz-weißen Tasten, Stefan Ulrich. Mein Name ist Michael Costa, meine Damen und Herren. Wenn Sie Spaß gehabt haben bei Talk am Nil, dann schalten Sie es jetzt mit ein bei Talk am Nil, Costa, Kölsch und Klaff. Und Großsachen der Frische Linz, mit der Fritz und ich aus dem Gaffel im Linkwitz. Prost zusammen. Dankeschön und tschüss.